Immer noch. Genau, also sie leiten ihn noch und sind, genau, sind auch Ansprechpartnerin für alle, sage ich mal, die in dem Bereich aktiv sind, aber auch Hilfe brauchen. Ja, das ist ja wirklich am meisten. Genau. Und sie haben auch einen Fahrdienst für Behinderte eingeführt und 25 Jahre auch einen Münchner, der blind ist, auch betreut und ihm auch sehr geholfen, also ihn auch sehr unterstützt. Sie haben auch als ehrenamtliche Richterin gearbeitet, ich glaube auch als Schöffin, genau. Und sie haben auch, aber das nur nebenbei gesagt, bei der Stadt gearbeitet. Aber das sozusagen ganz nebenbei, das war ziemlich lang. Und sie waren auch eine Zeit lang immer mal wieder im Bezirksausschuss. Das ist sozusagen das Stadtteilparlament hier in München. Genau. Und sie waren, also, oder sie sind jetzt, und sie waren auch, das darf man auch nicht vergessen oder sollte man nicht verschweigen, Mitbegründerin des Münchner Traumbauernmuseums. Vor 25 Jahren ist das jetzt ja, genau, die haben ein Jubiläum. Genau. Und eben 45 Jahre bei der Arbeiterwohlfahrt. Und ja, ich denke, das ist eine Menge an Zeit. Und wenn man auch weiß, wie anspruchsvoll das Ganze ist, weil man eben von denen, die selber was machen wollen, angesprochen wird, aber natürlich auch von denjenigen, die tatsächlich Hilfe brauchen. Und das sind in München, obwohl wir ja relativ wohlhabende Stadt sind, sehr viele, es werden auch immer mehr, das muss man sagen, auch gerade ältere Münchnerinnen und Münchner, die Unterstützung brauchen, dann ist es natürlich ganz toll, wenn man da jemanden, also jetzt sagen wir bei der Arbeit der Wohlfahrt, und es gibt ja viele auf dieser Verbände, wenn man da eine Ansprechpartnerin hat, die immer oder fast immer da ist, ansprechbar ist die ganze Zeit und sozusagen eine Institution ist über so einen langen Zeitraum hinweg. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Es ist wie bei Ihnen, über so einen langen Zeitraum sich in so einem Bereich zu engagieren. Das unterscheidet das natürlich wesentlich von so kurzfristigen Engagement. Ich gehe mal kurz irgendwo hin und mache da mal was und dann war's das. Das ist auch wichtig. Aber viel wichtiger für unsere Stadt und für die Stadtgesellschaft ist natürlich dieses langjährige Engagement und wo man dann auch weiß, wo man dann wirklich so zu einer Institution wird und man weiß, da kann man auch hingehen und da ist jemand, der weiß Bescheid in allen Bereichen und sowas ist auch von großer Bedeutung. Und deswegen hat der Ältestenrat der Stadt München beschlossen, dass ich in Anerkennung ihrer Verdienste Frau Ilse Franke mit der Medaille München leuchtet den Freundinnen und Freunden Münchens in Silber auszeichnen darf. In dem Fall hat es unser Oberbürgermeister Dieter Reiter unterschrieben. Ich freue mich ganz herzlich. Jetzt habe ich gut, dass ich dir gratulieren darf zu dieser Auszeichnung. Das ist die Medaille, das ist der Anstecker. Bei uns gibt es keine Trageordnung. Und ich halte jetzt einfach alle mal hier so her. Kannst du mir? Und mein Kollege Heimo Liebig ist, sage ich mal, der inoffizielle Stadtratsreporter, der dann auch noch festhält. Bild. Ja.